Mittag, Herr Reiners. Guten Mittag. Die Oktave geht ganz los oben. Es sind nach eng Predigt. Genau. Ja. Die hat die Chance gehabt, an diesem Tag von Konfinement heute zu predigen, an einer Oktave wie noch nie. Wie ist das, wenn die Prediger ist von der Oktave, zu denen sich immens darauf gefreut, an der Bemol, dann ist ein Lockdown. Komisch. Am Anfang ganz komisch. Weil ganz am Anfang ja an der Schwierfstung, also überhaupt Oktave, das ist kein Oktave, und Götze no geholt. Ich war dem Manier also froh, dass die Oktave war und das auch nach ist. Dass die Predigten, die dann aber ein gewiss Arbeit kosten konnten, zu dem Moment auch gehalten, wo sie sollte gehalten sind. Aber komisch, die echt poetisch für allem, für eine ja, quasi eitler Kirche zu stehen, sitzt just den innen, die Lektorin, die da liest, auf den sich dann auch ein bisschen fokussiert, dass sie wenigstens Gesicht für uns schürt. Und ein von den Predigten, da war gar kein Innen, weil du die gelesen hast, die nochmal hochreiben sollst. Das ist schon komisch, wir müssen eben nicht mehr am Hannerkap sich behalten. Es wird viel geguckt, es wird viel gelauscht. Predigt die für die Leute, die für im Fernsehen, für im Livestream sitzen, an Mengen, um mal einfach zu behaupten, das wären da mehr gewirrscht, wie wahrscheinlich an der Kathedrale gesehen hätten, von die Oktave real gelaufen wäre. Wir haben laut der Statistiken hast du über 20.000 bis zu 22.000 No-Guckerte gehabt. Das ist schon immens und ich meine, es hat sich gelohnt, aber eine Digitalversion von dieser Oktave am Jubiläumsjahr zu machen. Die hat gewählt gehabt, für Wobesprüche von den einzelnen Bischöfen zu holen. Wie ist die Idee gekommen? Die Idee hatte ich eigentlich schon ein paar Jahre, weil ich eigentlich immer für die Oktave hei war, ganz oft hei am Chor gestellt, mit Fenstern angucken. Kann ich nicht bei allem total dabei sein. Wenn ich richtig Oktave sind, dass ich von morgens bis abends drin, dann kommen eigentlich auch ganz andere Gedanken, wenn ich dann da sitzt. Und dann die Fenster sind auch verschiedene Woppen von unseren früheren Bischöfen. Und wenn ich gedacht, es wäre aber interessant, die Woppensprüche abzugreifen. Sollte ich dann irgendwann ein Kehr Oktavprediger gehen, wo man das eigentlich nicht gerechnet hat, mir könnt meistens das, wo ich nicht damit rechnet, dann wäre das eine Idee für abzugreifen. Wo das natürlich auch just am Jubiläumsjahr war natürlich eine Gürbel Chance und Herausforderung, gerade Woppensprüche von den Bischöfen an dem Jahr abzugreifen, wo wir 150 Jahre die Diözese haben. Weil der Bischof ist ja immer eng mit seiner Diözese verbunden. Aber wenn so ein Spruch gibt, dann heißt das etwas für sich selber, wenn sich der Spruch wählt, aber sicher auch für die Zeit, wo der Bischof geht, auch für die Kirche, die ihn zu seiner Zeit viel von tut. Und dafür habe ich gemeint, es wäre vielleicht eine gute Idee, da gerade das Jahr Woppensprüche ein bisschen zu analysieren, aber nicht gerade am ganzen historischen Kontext, weil ich kein Historiker, mit Sprüchen rüberzuholen und an Eiszeit zu aktualisieren und zu gucken, was sieht der Spruch von dem als Eis an eiser Zeit haut, an der kirchlichen Situation, der gesellschaftlichen Situation, wo wir uns heute befinden. Die Idee war da, die hat sie wunderbar umgesetzt. Vielleicht gehen die auch die Predigten publiziert. Das wäre sicher eine ganz gute Idee. Zusammen Kirche sind. Lo Ende von dieser Oktave, was kann ich da spontan erinnern? Dass wir da zusammen Kirche sind, nach mehr eng müssen leben, Madeneen, Affären und dass ich froh wäre, wenn wir da zusammen Kirche sind, eurem Kindern feiern zusammen mit offenen Kirchen, aber mit öffentlichen Massen. Ja, merci vielmals. Wir hoffen, dass all und von meiner Seite auch ein ganz herzliches Merci für das Oktave 2020. Merci auch.